Herren, mein Name ist Marina Soral, ich bin die Autorenbetreuerin des Soral Pro Verlags und ich begrüße Sie im Namen der Steiermärkischen Landesbibliothek und des Soral Pro Verlags zu unserer Herbstsaisoneröffnung und Buchpräsentation unseres neuen gewonnenen Autors Leo Raslak. Zu Leo Raslak kann ich sagen, er wurde in Graz geboren und hat nach vielfältigen Bildungs- und Berufswegen seine Autorenlaufbahn im reifen Alter begonnen. Seit 2004 sind von ihm 3 Bücher erschienen, die uns Zeitgeschichte durch den persönlichen Lebensrückblick des Autors nachvollziehbar machen. Er selber sagt über sein Buch: Mit 88 Jahren versuche ich meine oft turbulente Vergangenheit von Kindheit an bis heute im Getriebe des 20. und 21. Jahrhunderts offenzulegen und die Mosaiksteine meiner Erfahrungen, Erlebnisse und Einschätzungen zum brüchigen Lebensbild zusammenzufügen. Sein Buch eines alten Mannes Lebensspiele ist ein autobiografischer Rückblick als lebendiges Zeitdokument zu verstehen. Begleitet wird unsere Veranstaltung wie immer von Richard Doppler, einem Teil des Duos Blue Gecko aus Graz an der Gitarre. Und Interview haben wir heute auch eines, und zwar führt es unsere Radiojournalistin und Musikpädagogin Frau Dr. Doris Budloff-Gares mit dem Herrn Leo Raslak. Und ich begrüße Sie herzlich dazu, wünsche Ihnen viel Freude und einen spannenden Abend. Und mit einem herzlichen Applaus begrüße ich Leo Raslak. Ich habe eröffnet das Vergnügen, Leo lesen zu hören und heute auch im offiziellen Rahmen. Wenn der äußerliche Geburtstag schon so nah vor der Tür steht, ein Jahr ist es nicht mehr, dann könnte man glauben, dass das Leben glücklich abläuft, dass der Tagesablauf ganz entspannt ist. Aber die Arbeit als Autor, die erfordert eine Disziplin und eine straffe Struktur. Was bedeutet dir das Schreiben, dass du dir das auferlegst? Es ist sehr wichtig, meinen Tag als alter Mann gut einzuteilen. Es ist jedenfalls nötig, nicht dahin zu leben, sondern genau Vorstellungen von Tun und Handeln des Tages und eine gewisse Vorausschau über die nächsten Tage zu haben. Wie werde ich meinen Tag einteilen? Also eines, was ich früher gar nicht gekannt habe. Das bin ich erst jetzt als alter Mann draufgekommen, wenn du leben und überleben willst. Und ich bin für Leben, ich möchte weiterleben, ich möchte, was weiß ich, so gesund bleiben, wie ich eigentlich jetzt bin. Ich bin nicht krank. Ich habe keine Schmerzen und gar nichts. Ich kann essen und alles, was möglich ist. Das ist in meinem Alter absolut schon was Ausgezeichnetes. Aber ich bin schon gebunden, meine Tag so einzuteilen, dass ich daraus einen gewissen Sinn erkenne und der Lebensbehalt ist. Das ist das Wesentliche. Nicht verzögern von Depressionen, das kenne ich gar nicht. Depression, das ist mir vollkommen fremd. Und außerdem, Stress ist mir vollkommen fremd. Also alles mit Ruhe und in Ruhe und bewerkstelligen. Du keine geistigen Zeremonien einführen, die mich jagen. Eines ist wichtig, man muss ruhig den Tag dahin leben. Ich sehe auch die Nachrichten, vor allem die Nachrichten, damit ich informiert bin, was in der ganzen Welt eigentlich vor sich geht. Ich lese auch 2 Tageszeitungen, um Informationen über meine nähere Umgebung, über Graz, die Steiermark und über Österreich zu haben. Also ich bin schon verbunden, etwa mit Österreich und auch mit meiner Umgebung und mit dem ganzen Welt eigentlich verbunden, bis zum Universum, was ja heute auch sehr wichtig darstellt. Aber jedenfalls fühle ich mich 100%, ich sage 100% voll mit Lebenserwartung. Du willst in Thema gleich eine Zeitreise in deine Kindheit. Der erste Textausschnitt, der bringt uns im Jahr 1934 in Bezirk Eckenberg, wo du ja aufgewachsen bist. Der 9-jährige Bub, der du damals warst, der hat schon eine Vorahnung bekommen von diesem politischen Unheil, das sich da zusammenbaut in Österreich. Und dieser Textausschnitt bringt uns gleich hinein in das erste politische Geschehen, das du als Kind wahrgenommen hast.
Bitte, wenn du gleich mit der Lesung beginnst. Ja, bitte, es handelt sich da unter den Februaraufstand, den Februar-Bürgerkrieg 1934 in Eckenberg. Ich bin ja Eckenberger, ich bin in Eckenberg aufgewachsen, und zwar in einem Gemeindebau in Eckenberg mit meinen Eltern gelebt und habe natürlich dort ab dem 12. Februar 1934 den ganzen Bürgerkrieg selbst erst erlebt, und natürlich, wenn ich auch nur 8 Jahre alt war. Ich war damals 8 Jahre alt, also jetzt will ich das lesen, was ich da beschrieben habe. Am frühen Nachmittag des 12. Februar 1934, die Sonne hatte das Eis am Vorplatz des Gemeindebaus kräftig getaut, fielen vereinzelt Schüsse drüben beim Koloniehäusereck. Ein altes Männlein in der Nähe maulte: Sie schießen die Tauben. Wieder das Knallen. Was gibt es so viele Tauben zu schießen im Monat Februar? Still stand ich auf meinen Schlittschuhen, reckte mich und erspähte beim Koloniehäusereck den Gendarmen. Er war rücklings gegen die Hausmauer gepresst. Sein langer, grauer Mantel war offen. In seinen Händen saß ein Gewehr. Der Gendarm schob sich zum Hause vor, lugte um die Ecke, achtete eine Flinte und ein Schuss hallte zu mir. Ein zweiter Gendarm war aus dem nahen Haustür getreten, drückte sich ebenfalls an die Hausmauer und deckte den Schützen nach hinten. Diese Gendarmen trieben kein Spiel, sie schossen auf Menschen. Kräftige Arme ergriffen mich. Vater jagte mich auf Schlittschuhen ins Haustor des Gemeindebaus. Abschrauben die Dinger und rauf mit dir in die schützende Wohnung, befahl er. Ich folgte erregt. Kaum aber droben in der kleinen Wohnung im 3. Stock, Hausschuhe an Füßen, zwang mich die Neugier zum Krückenfester. Ich wollte doch sehen, was da los war mit den Gendarmen. Weg vom Fenster, rief der Vater zu. Die Gendarmen schießen auf alles, was sich im Fenster zeigt. Verängstigt stand ich nun am Küchentisch und mir war Unverständnis in die Augen geschrieben. Vater erkannte mein inneres Fragen und sprach: Bürgerkrieg. Bürgerkrieg? Was ist das, mein Reden? In Gedanken versunken antwortete Vater: Der Bundeskanzler Dollfuß und die katholische Kirche bringen mit Waffengewalt den Arbeitern bei, wie Seligkeit aussieht. Schon wieder die Kirche, dachte ich, macht auch der Katechet in der Schule mit dem Bundeskanzler Dollfuß gemeinsame Sache. Ich mache mir Sorgen um deine Mutter. Sie ist im Kaufhaus in Graz. Der Weg nach Hause ist gefährlich, sprach Vater vor sich hin. Er war doch arbeitslos und kümmerte sich daheim um die Familie. Stumpf klangen nun Abschüsse bei den Koloniehäusern. Als es dunkelte in Eckenberg, leuchteten keine Straßenlaternen. Der Markt versank in unheimlicher Finsternis. Maschinengewehr, rief Vater. Furcht vor Unbekannten befiel mich. Vater erkannte mein Fürsten und steckte mich im Schlafzimmer ins Bett. Müde vom Streifen auf Eis fand ich Schlaf und entging einer Bürgerkriegsnacht. Als ich erwachte, schüttete die frühe Sonne glasklares Licht durch die Fensterscheiben. Wo waren die Gendarmen, mein erstes Denken? Schon drückte meine Nase auf eiskaltes Fensterglas. Ich sah auf Schnee bedeckte Vorgärten und frostgelbe Straßen. Dort drüben, wo gestern Gendarmen schossen, hockte heute ein Haufen Soldaten mit bauchigen Stahlhelmen
und dunkelgrünen Mänteln. Am Straßenrand eine Gewehrpyramide, ein Soldat hielt Wache davor. Soldaten des österreichischen Bundesheeres war es. Ich kannte sie doch. Morgens marschierten sie öfter am Gemeindebau vorbei zum Schießplatz gleich hinter Buchholberg. Nun schaute ich aber auf richtige Kriegersoldaten. Blümchenkaffee am Küchentisch. Mutter war noch spät abends heimgekehrt. Vater sagte verdrossen: Nachts hat das Bundesheer mit Kanonen auf die Arbeiter im Konsumzentrum Eggenberg geschossen. Sind alle Arbeiter tot? Plapperte ich aus. Vater sah mich vorwurfsvoll an und schwieg. Aufreizendes Kreischen im Stiegenhaus. Bald darauf ein Pompern an unserer Wohnungstür. Hausdurchsuchung! Vater öffnete und Männer mit bauchigen Stachelhelmen drängten herein. Sie stöberten in Laden und Kästen. Dann schrie ein höherer Vater an: Sie sind verhaftet! Aus diesem Haus wurde nachts auf Gendarme geschossen. Äußerlich gefasst schlüpfte Vater in seine Winterung, zog einen Mantel über, küsste Mutter und mich, dann war er verschwunden. Alle Männer des Hauses wurden verhaftet. Mutter sagte mir, nachdem die Soldaten mit ihren Gefangenen abgezogen waren: Der Gieher, mein Gott, er hat auf die Gendarme geschossen. Nach einer Woche Gefangenschaft kam Vater wieder heim. Er sah hergenommen aus in seinem Stoppelbart und er berichtete: Sie haben uns sofort an die Wand gestellt, alle Männer des Hauses. Gewehre waren schussbereit auf uns gerichtet. Im letzten Moment kam die Begnadigung. Nun wirkte Vater erleichtert. Deine Beschreibungen sind sehr detailliert. Und wenn man jetzt autobiografisch schreibt, muss man ja seine Erinnerungen ganz wach durchmutischen können. Ja, wie funktioniert das bei dir? Das ist vielleicht ein Güter Vorzug von mir, dass ich sehr gutes Erinnerungsvermögen habe. Ich kann mich zum Beispiel ab dem 3. Lebensjahr, so nach dem 3. Lebensjahr, kann mich an fast alle Vorgänge, auch kleinere Vorgänge, heute noch erinnern. Also ja, das Erinnerungsvermögen, das ist gut, das ist eine Basis. Nur aufgrund dessen, dass ich so ein großes Erinnerungsvermögen habe, ist es möglich, dass ich sowas überhaupt schreibe. Und da sind ja viele Einzelheiten drin in dem Buch. Ne? Viele Einzelheiten, von denen man heute oft so gar nichts mehr weiß. Ne? Die kann man nachlesen, aber wir müssen jetzt einen Sprung machen in die weitere Biografie, die du festgehalten hast. Und zwar gehen wir jetzt nach deiner Schulzeit, nach der Kriegsgefangenschaft, auch wieder zurück nach Eggenberg. Du hast einen ganz großen Schutzende gehabt in dieser Kriegszeit, denn du bist gut und unversehrt aus der Kriegsgefangenschaft wieder zurückgekommen. Und diesen Abschnitt bitte, wenn du uns jetzt vorliest. Ich bin im September 1943 zur Deutschen Wehrmacht einberufen worden. Also der Jahrgang 1925, ich bin Jahrgang 1925, der wurde im September 1943 zur Wehrmacht eingezogen. Und ich soll da einsetzen auch, also jedenfalls war ich in Italien im Einsatz, also mit der deutschen Wehrmacht in Italien, und bin im April 1945 in amerikanische Gefangenschaft geraten. Und war 1,5 Jahre in amerikanischer Gefangenschaft in Italien. Und wenn ich nach Hause kam, lese ich jetzt, was ich dann so gedacht und verlegt habe. Am 6. Oktober 1946 stand ich nach Kriegsgefangenschaft am Hauptbahnhof meiner Heimatstadt Graz. Nur barackmäßig. Das alte Bahnhofsgebäude wurde in den letzten
Kriegsmonaten durch Bomben hinweggetrieben. Dennoch marschierte ich frohgemut nach Hause. Ich sah die Gemeindefrau in Eckenberg wieder, unversehrt. Sie waren daheim, die Eltern, als sich die Wohnungstür öffnete. Mutter hielt mich in den Armen und weinte. Vater an ihrer Seite hatte wie ich den Krieg unbeschadet überlebt. Angesichts meines Vaters wurde mir plötzlich bewusst, dass ich gegen Ende dieses Jahres 1946 meinen 21. Geburtstag endlich ohne schreckliche Kriegsgefahr fröhlich feiern darf. Also jedenfalls das Bewusstsein war da, das Leben ist wieder da. Jetzt kann ich wieder leben, kann mit etwas anfangen. Ne? Weil ich war 1,5 Jahre in der amerikanischen Kriegsgefahr. Wir müssen in Italien, das war der Kriegsgefangenenlager zwischen Pisa und Livorno. Wir müssen für die amerikanischen Soldaten in Italien arbeiten. Ne? Das ist praktisch was das kostet. Also für die amerikanischen Soldaten in Italien, die dort stationiert wurden, wir müssen arbeiten. Das Leben ist wieder da, hast du gesagt, und das können wir jetzt musikalisch gut unterscheiden. So temperamentvoll geht es in deinem jüngeren Männerleben auch zu. Das kann man im Buch nachlesen. Die Liebe spielt eine große Rolle. Affären, Bekanntschaften, Beziehungen und eines davon werden wir jetzt hören. Eine Beziehung lese ich jetzt vor. Oh weh, wieder einmal allein auf weiter Flur. Ohne liebes Weib hielt ich es nicht mehr aus. Als Kellner im Klosterkeller fiel sie mir schon auf. Ihre Lebensgeschichte kam mir zu Ohren. Sie war ein Opfer der Nazizeit und heiratete als 17-Jährige im Jahr 1942 einen SS-Scharführer, der in der Kaserne in Wesselsdorf am Fuße des Buchkogels stationiert war. Sie erwartete von ihm ein Kind. Als Frau mit Kind eines SS-Mannes durfte sie bei der Kaserne in nahegelegenen SS-Gebäuden eine Wohnung beziehen. Kurz vor Kriegsende aber, noch bevor die Russen Graz besetzten, floh sie sicherheitshalber mit ihrem Sohn zu ihren Eltern ins Grazer Stadtgebiet. Nur einige Wochen nach dem Zweiten Weltkrieg suchte sie, neugierig geworden, ihre ehemalige SS-Wohnstätte als unscheinbare Zivilistin auf. Was bekam sie zu sehen? Alle ihre ehemaligen Gegenstände in der SS-Wohnung lagen
vor dem SS-Bau, von Möbeln bis zu Küchengeräten und meist auch zertrümmert. Sie wurde sozusagen endgültig verurteilt. Und weil ich mich schriftlich ebenfalls in Folgen der Hitlerzeit als Hitlerjunge Soldat der deutschen Wehrmacht befasste, zog es mich zu dieser für mich doch unschuldigen Mutter hin. Ich lud sie dann im Klosterkeller selbst zu Gast zu einem Glas Wein ein und näherte mich ihr mit Rede und Gefühlsduselei. Ende Dezember 1949 waren wir ein Liebespaar. Das wird natürlich nicht zum Happy End, wie man sich vorstellen kann in dieser Zeit, aber dein ganzer Lebensweg macht einen schönen Bogen, nämlich auch dorthin, wo du dann in eine feste Beziehung kommst. Ja. Wenn du dich drüber traust, für eine biografische Arbeit, dann darfst du natürlich auch nichts beschönigen. Das ist eine harte Aufgabe. Und interessanterweise bezeichnest du dich ja nicht als Schriftsteller, sondern selber, wie man im Buch lesen kann, als Schreiberling. Was soll das bedeuten? Schriftsteller, das ist zu viel von das bin ich nicht. Ein Schreiberling ist doch, dass sich vergnügte Freude hat mit dem, was er da niederschreibt. Also ein Schreiberling, ich habe eine Erinnerung, in meinem Alter schreiben, das ist alles mit der Hand gewesen. Heute gibt es das nicht mehr. Und weil etwas Schreiben in mir noch überwiegt, das ehemalige Schreiben, dann sage ich, einer, der heute beim Tisch sitzt und ihm was einfällt und was hinschreibt, das ist halt ein Schreiberling. Und irgendwie fühle ich mich darum, das ist ein gewisser neutraler Begriff. Wenn man sagt, Schriftsteller, dann sagt man ja, fühlt er sich was ein oder ist es wirklich? Das will man ja nicht. Aber beim Schreiberling kann man nicht sagen, das stimmt nicht. Es geht um die Turbulenzen des Lebens auch. Ja. Um schwierige Situationen, um ausweglose Situationen und manchmal auch um Grenzbereiche, die man vielleicht lieber vergessen würde, aber du hast die Motiv gefunden, das aufzuschreiben. Ich habe mein Leben natürlich nicht nur brav und säuberlich und ernst und anständig gelebt. Ich habe auch manchmal dahin geschaffen wie wieder. Das war eigentlich, mein Gott, zum Beispiel, ich war in der Fremdenlegion, der französischen Fremdenlegion 5 Jahre. Da hat es schon so Mittag ein Viertel Wein gegeben, Rotwein, und dann zum Essen, und da Abend ein Viertel Liter Rotwein. Und natürlich, ich war ja 3 Jahre in der Fremdenlegion mitten in der Sahara stationiert, in Südlibyen, in der Provinz Fässer, mitten in der Sahara stationiert. Und da hat es natürlich auch, was weiß ich, Bier gegeben aus Dänemark, aus Frankreich, aus Italien, also alle möglichen Bier. Und dort haben wir einen gehabt, der aus dem Wasser, dem Wüstenwasser dort Eisblöcke gefolgt hat, aus dem Wasser gekriegt. Und die wurden dann in Fässer hineinpraktiziert und da kommen die Flaschen hinein, wurde gesagt. Also jedenfalls der Alkohol war jetzt schon in der Legion sehr nahe. Und ist mir dann, nachdem ich zurückgekommen bin und wieder eingebürgert wurde, ich wurde ja, was weiß ich, meine Staatsbürgerschaft und so ist es dann wiedergekommen. Und da hat mich auch gefreut, da habe ich dann öfter heute zu früh getrunken. Und da sind wir zu früh geworden und das, bis mir zu früh geworden ist, das lese ich dann. Das Telefon suggeriert Hilfe. Der Zeigefinger bohrt schon in der Wählscheibe. 144. Sprache aus der Hörbusch. Rotes Kreuz, guten Abend. Was habe ich getan? Stehe tonlos da. Rotkreuz, bitte melden. Höre auf die Gabel dreschen.
als wäre nichts geschehen. Aus der Hörmuschel der Anruf: Rotes Kreuz, sind Sie in Gefahr? Nun durchzuckt mich ein Blitzsignal. Ich bin in Gefahr, handgreiflich zu leben. Ruhe bewahren, nicht aufregen, der Rotkreuzsprecher. Name und Adresse bitte, das Rote Kreuz hilft. Ein Automat wirft Name und Adresse aus. Wir kommen, höre ich. Der Hörer schlägt jetzt auf die Gabel. Im Augenblick bin ich von Last befreit, ziehe mühsam meinen Rock über, schlüpfe in Schuhe und verlasse die Wohnung. Schwankende Beine stapfen die Stufen hinab. Vor dem Haustor erwartet mich Novemberkühle. Ein Rotkreuzwagen schießt um die Ecke. Meine Hände sind hoch erhoben. Dicht bei mir stoppt das Gefährt. Aus dem Fahrabteil springt ein Rotkreuzmann, reißt mit Ruck die seitliche Schiebetür auf, packt zu und zerrt mich ins Innere des Rettungsautos. Selbsttätig hau ich mich auf eine Liege. Der Rotkreuzmann springt nach und schleift von innen die Schiebetür zu. Ich bin gefangen. Der Fahrer hinterm Lenkrad gibt Gas. Die Fuhre hetzt los. Rettungsmänner haben mich aufgelesen am Straßenrand, eingeschoben in einen Käfig ohne viel Umstände. Mein Rücken liegt steif auf der Liege. Wellenspiegel der Straßenbeleuchtung bringt Abwechslung. Hell dunkel ins Hell. Der Rotkreuzmann hockt auf einen verankerten Sitz. Er beugt sich über mich und drückt seine Fäuste auf meine Brust. Räder beben auf holprigem Pflaster. Der Retter im Wagen richtet sich auf, greift zu Papier und schreibt. Er verlangt meine persönlichen Daten. Will ich zwar, aber unbeholfen gebe ich Auskunft. Motor jammern und Motor singen. Fliehkraft im Außen drückt mich zur Seite. Dann steigt der Fahrer robust auf die Bremse. Halt! Der Lenker springt aus der Fahrkabine und schiebt die streifende Tür auf. Ich glotze nach draußen. Furchtbares erkennen, die Psychiatrie! Und das im Monat November 1980. Du bist auf der Schattenseite des Lebensspiels gut herausgekommen. Das Leben ist noch nicht zu Ende und du hast also Autor einen guten Weg von dir. Was planst du als nächstes? Ich persönlich erwarte von einem Leben, dass ich es weiterhin recht gut erhalten kann. Es ist natürlich möglich, weil kein Leben ist für die Ewigkeit geplant. Aber ich nehme an, aufgrund meiner Veranlagung und meiner körperlichen Veranlagung und meiner geistigen Tätigkeit, ich werde auch weiterhin schreiben, solange es mir möglich ist. Natürlich wird das mit dem Buch, was dauert, nichts mehr zu tun haben. Und ich werde mich schriftstellig und als Mensch für den Tagesleben gerüstet, weiterhin bemüht, mein Leben zu erweitern. Den richtigen Verlag dafür hast du ja schon gefunden. Ich danke dir für die Lesung und gratuliere dir zur Neuerscheinung deines Buches. Ich darf in deinem Namen auch Claudia Sorwald herzlichen Dank sagen für die erfolgreiche und erfreuliche Zusammenarbeit. Danke, herzlichen Dank. Ich danke dir. Erstens einmal für die Bereicherung in unserem Sortiment mit diesem Buch. Ich muss dazu sagen, es ist ein lebendiges Zeitdokument. Wenn jemand natürlich Interesse hat, das Buch liegt hinten auf, es ist zum Verkauf gedacht. Der Herr Raslack wird sich sicher darum kümmern.
und auch vielleicht das eine oder andere Buch signieren, wenn Sie interessiert. Ich muss dazu sagen, ich habe hineingelesen vom ersten Zeitpunkt an, wo ich es gekriegt habe und habe es dann nicht aus der Hand gelegt, bis es fertig war, weil es für mich einen geschichtlichen Ablauf gezeigt hat von einer Zeit, die ich nur aus Erzählungen kenne. Ich bin 1958 geboren, also sehr spät, und habe das also nur aus Erzählungen mitgekriegt und muss sagen, man kriegt einen Einblick in ein Leben, das vielleicht viele nur von der Schule oder von der Schulseite und Geschichtsunterricht kennen. Und so ist es einmal privat, und vor allem, was mich so freut, vollkommen wertfrei geschrieben worden, sondern einfach persönlich, so wie Sie es gesagt haben, so wie Sie es erlebt haben, und das gefällt mir. Sie haben keine Bewertung gemacht. Wie ich es erlebt habe und wie ich auch früher darüber nachgedacht habe. Das war sehr schön. Also das und außerdem muss ich noch hinzufügen, im Buch ist nicht nur meine Person und mein Schicksal wiedergegeben, sondern ich spreche auch über Personen, die mir nahestanden und nahestehen. Also nicht nur ich persönlich schreibe das, sondern nehme auch das Schicksal und das Leben anderer Menschen in Betracht und baue es da in mein Buch ein. Das ist sehr gut. Ein für mich persönliches Highlight, wo wir vielleicht einmal eine Uhr selber telefonieren, ist die Geschichte, wo Sie Ihre 2 ersten Bücher verlegt haben, die da drinnen vorkommt. Ich habe mich sehr amüsiert darüber, habe es nachvollziehen können und habe gesagt, Gott sei Dank, jemand, der es auch so interpretiert hat wie ich. Aber für alle, die neugierig sind, das zum Nachlesen, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bitte den Richard noch um ein Abschlussmusikstück und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Herzlichen Dank.